Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Und ich bin gespannt, was wir heute alles so erleben. Ne? Ich habe meine Notizen, aber ehrlich gesagt, Gott ist hier. Doch gut, ne? Vor ein paar Wochen waren Sibylle und ich uns einen Wohnwagen angucken. Ja, nicht, dass wir uns einen Wohnwagen kaufen, aber einfach mal neugierig gucken und so. Waren in der Werkstatt, wo die hergestellt werden. Und die Dame, die dort so für Publikumsverkehr zuständig ist, war freundlich, war nett. Ich zeig's Ihnen mal, ging mit uns raus. Und dann haben wir gewisse Fragen gestellt. Oder könnte man das so und so machen? Weiß ich nicht, kann ich nicht und so. Sagt alles der Chef. Ne? Und dann haben wir den Chef gefunden. Na? Zeigen Sie uns mal, Herr so und so. Na? Und können wir das auch so machen? Ja, ist möglich. Wir wünschen das. Ja, ist alles machbar. Versteht ihr, es ist so wichtig zu wissen, mit wem wir reden. Und wenn wir heute über das Thema Gebet reden, dann ist es aus dieser Reihe Gang los, mach einen Unterschied, mach mit. Gebet, das einen Unterschied macht. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Leute, vom Kreuzpunkt, wir müssen beten. Und alle, ja, wissen wir. Hey, entspannt euch mal. Ich werde heute nicht sagen, ihr müsst mir beten. Das wissen wir sowieso, ne? Aber ich glaube, es geht vielmehr darum zu verstehen, wir können mit dem Chef reden. Und der Chef, der Höchste des Universums, sagt, ich kann alles ohne euch, aber ich liebe euch so sehr und ich nehme euch so ernst, ich nehme euch so wichtig, dass er sagt, kommt und sei dabei bei dem, was ich tun will. Ist das nicht ein wunderbares Privileg? Ich glaube, eines Tages schauen wir zurück auf unser Leben und denken, Mann, oh Mann, in was habe ich meine Zeit investiert? Dort ist der König aller Könige, der Herr aller Herren und sagt, komm, mach mit beim größten Unternehmen des Universums, wie ich mein Reich baue. Und mit was verbringe ich meine Zeit? Jetzt rede ich über mich, ne? Aber ich kann zuhören. Ne? Manchmal denke ich, Mann, oh Mann, muss ich solche Sportnachrichten lesen? Mann, oh Mann, muss ich jetzt das politische Dingsbums auch noch lesen? Ne? Geht auch ohne, ne? Weil es gibt was anderes, was mir Leben gibt, was mir Kraft gibt. Und ich bin immer noch im Lernen, also ich mache die Predigt für mich, ich darf gerne zuhören. Ich bin jemand, der ein Lernender ist. Ne? Ich habe ein bisschen was geschmeckt. Ich würde sagen, nach 45 Jahren, wie ich mit Jesus unterwegs bin, kann ich sagen, ich habe ein bisschen von diesem Gott kennengelernt. Dieser ewige, unendliche, unfassbar, unerschöpfliche Gott, er hat mich ergriffen. Und das, was er von mir ergriffen hat, sage ich, wow, für diesen Gott will ich leben. Mit diesem Gott will ich leben. Ich habe kein besseres Ziel entdeckt. Ich habe viele Ziele gehabt, aber ich habe sie alle, wie Paulus sagt, für Schrott erachtet, weil es ein Ziel gibt, was wichtiger ist, was schöner ist, was größer ist, ihn kennenzulernen, seine Majestät und Herrlichkeit. Und darum geht es heute. Ich habe heute eine Predigt nur mit 2 Punkten. Sorry, ihr Lieben. Der erste Punkt ist die Größe, Souveränität und Herrlichkeit Gottes. Gebet fängt damit an, dass wir wissen, mit wem wir reden. Gebet fängt damit an, dass wir verstehen, wir sind eingeladen. Ich habe mir gestern was über Adler angehört. Ich gebe nur ein paar kurze Sachen zu mir. Das hat mich sehr fasziniert. In meinem Alter, guckt man, wo gibt es Bibelverse, die Kraft geben. Jesaja 40, die auf dem Herrn festhalten. Die werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Die werden nicht müde werden. Sie werden laufen und laufen, laufen. Gott ist mit ihnen, Gott ist mit ihnen. Adler. Okay, was ist der Unterschied zwischen Adler und jedem anderen Vogel? Der Adler ist nicht geschaffen, um mit den Flügeln zu flattern. Der Adler ist geschaffen, zu gucken, wo ist der Wind und dann die Flügel auszubreiten und mit dem Wind zu gehen. Ihr Lieben, wir sind berufen, Adler zu sein. Du kannst auch Sperling sein oder ein Huhn, das im Garten rumbuddelt. Gott hat einen Plan für dich und mich. Wir sind die Adler. Ne? Ein zweites typisches Merkmal für die Adler ist, dass sie gewisse Augenbeschaffenheit haben. Ich denke, sie haben 2 Lider. Das ist der einzige Vogel, der, so wie ich jetzt, in die Sonne schauen kann, in das Licht schauen kann. Ich werde geblendet, aber der Adler wird nicht geblendet. Und das ist so sehr wichtig, das zu verstehen. Der Adler kann gegen das Licht sehen. Er kann erkennen eine Maus von 50 oder 100 Meter Entfernung, sieht eine Maus und er lässt sie nicht vom Ziel abbringen, sondern er sagt, boah, das will ich haben und geht drauf los. Adler oder Henne? Gott hat uns die Identität gegeben. Ne?
unsere Identität ist Adler, aber ich entdecke bei mir manchmal, denke ich, oh, ich lebe eigentlich wie eine Henne. Okay. Oder noch ein anderes Merkmal vom Adler, was mit dem Licht zu tun hat. Der Adler hat eigentlich nur einen Feind. Ich habe den Namen vergessen. Ein Vogel, der größer ist. Und dieser Feind schafft es nicht, gegen die Sonne zu fliegen. Das heißt, wenn der Adler in Bedrohung ist, dann nähert er sich dem Licht. Verstehen wir die Botschaft? Wenn wir Adler sind, wir nähern uns dem Licht. Der Feind kann nicht ins Licht gehen. Der Feind hasst das Licht. Der Feind hält das nicht aus, weil im Licht ist er durchschaut. Im Licht ist er einfach schachmatt gemacht. Ne? Also in anderen Worten, das ist die Grundlage von Gebet eigentlich. Henne oder Adler. You decide. Und wenn wir diese göttliche Berufung, Bestimmung, Design annehmen, wir sind wie Adler, dann ist es wichtig, dass wir die Flügel ausbreiten und gucken, wo der Wind eigentlich sich bewegt. Zweitens, wir haben die Fähigkeit, die Sonne zu sehen, das Licht zu sehen und uns zum Licht hinbewegen. Und wir können auch Gottes Ziele sehen und uns mit Entschlossenheit dorthin bewegen. Okay. Ich mache jetzt Folgendes, weil es darum geht, eigentlich mit der Adlerperspektive unser Leben anzuschauen, ist es wichtig, dass wir mal im Wort Gottes einiges nachschauen. Wisst ihr, dieses dicke Buch, da steht so viel drin, was uns Perspektive und gibt und Mut und Kraft gibt, und deshalb packen wir das ein bisschen aus heute. Der erste Vers, den wir nehmen, ist aus Psalm 33. Ja. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens durch alle Geschlechter. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und das er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Habt ihr auch manchmal den Eindruck, dass die Welt heute ein bisschen unsicherer wird und passieren viele Dinge? Ja, als nüchterner Jesus-Nachfolger müssen wir diese Dinge erkennen. Jesus sagt, schaut auf die Zeichen der Zeit, schaut, was passiert. Aber wir müssen über das drüber schauen und sagen, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Und die Pläne seines Herzens durch alle Geschlechter. Was ist der Ratschluss des Herrn? Wir verstehen nur einen Bruchteil davon, aber dieser Bruchteil davon ist schon so fantastisch, dass wir sagen, wow, der Ratschluss des Herrn ist, dass er sagt, ich habe meinen Sohn Jesus geopfert, dass ich auf diese Art Männer und Frauen habe, die sich von mir lieben lassen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir zuerst Gott lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Der Ratschluss des Herrn ist, ich opfere meinen Sohn, dass ich in Wettingen und Baden und im Aargau Menschen, die finde, die sagen, ich lasse mich von dir lieben, Vater im Himmel. Du weißt, was ich falsch gemacht habe. Du weißt, was nicht in Ordnung ist. Ich bin eigentlich geistlich gar nicht gut drauf, aber danke für deine Liebe. Der Ratschluss des Herrn ist, ich will meine Liebe meinen Kindern zeigen. Das ist seine größte Freude. Wer von euch Kinder hat oder Enkel, ihr wisst, dass es so schön ist, wenn man Kindern ein Geschenk geben kann, Enkel, in unserem Fall, und die Enkel sich bedanken und sich freuen. Es trifft das Herz. Und Gott freut sich, wenn er unser Herz treffen kann. Ich wiederhole es. Gott freut sich, wenn er dein Herz treffen kann. Weil bist du heute Morgen hier und denkst, oh je, Gott geht an mir vorbei. Gott interessiert sich nicht für mein Thema. Für Gott ist mein Problem zu groß. Für Gott ist mein Herz zu schmutzig. Forget it. Gottes Ratschluss bleibt in Ewigkeit. Das heißt, die Pläne seines Herzens sind zu lieben, Güte zu zeigen, Gnade zu zeigen. Er will nichts von uns haben, bevor wir nicht zuerst Gnade und Güte empfangen haben. Es ist Gottes Güte, die uns wieder neu zum Licht hinführt. Deshalb lasst uns Güte empfangen heute Morgen. Brauchst du mehr Güte? Ich brauche mehr Güte. Lass uns unser Herz darauf richten. Gebet, das einen Unterschied macht. Es geht darum, dass wir in der Position sind und sagen, Vater, ich mache dich oft so klein, weil ich denke, deine Liebe gilt für mich nicht mehr, weil ich nicht geistlich genug bin, du kennst deine Liste, ich kenne meine Liste. Wenn der Vater sagt, streich deine Liste durch. Ich bin nicht beeindruckt von deiner Liste, sagt dein Vater. Gott ist nicht beeindruckt von deiner negativen Liste, von deiner Versagensliste. Gott sagt, hey, mach mal
die Tür auf deines Herzens und lass Güte und Freundlichkeit reinkommen. Und Gott macht die Absichten der Völker zunichte. Da kommen wir gleich im nächsten Vers noch mehr drauf. Er vereitelt die eigenmächtigen Pläne. Versteht ihr, wir haben einen Widersacher, aber der Kampf zwischen Gott und Satan ist nicht auf Augenhöhe, sondern Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten, er hat Satan entmachtet, entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt. Er ist nicht im Grab geblieben, das Grab ist leer. Er hat nach Ostern mit seinen Jüngern Picknick gefeiert. Er lebt und er lebt heute und er ist hier. Trotzdem befinden wir uns in einem Kampf, ganz realistisch, wo es einen Widersacher gibt, Satan und ein Drittel der Engel, die abgefallen sind, die gegen Gott nichts ausrichten können, weil Gott allmächtig ist, unantastbar für sie. Aber es gibt Wesen auf diesem Planeten, die in dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und die hasst der Feind am meisten. Er kann nicht gegen Gott was tun. Er geht gegen die Wesen, die Gott am ähnlichsten sind. Und sagt, ich will verhindern zu den Christen, ich will verhindern, dass ihr in der Liebe gewurzelt seid. Ich will verhindern, dass ihr eure Berufung erkennt. Ich will verhindern, dass ihr in eurer Bestimmung lebt. Er versucht das zu verhindern mit einer ganzen Kiste von üblen Tricks. Der Vater der Lüge, der uns mit Lügen bombardiert, der uns entmutigt, der unsere Beziehungen distanziert. Das ist der Kampf, in dem wir sind. Und jetzt gehen wir zum nächsten Vers, da gehen wir noch näher drauf ein. Aus Psalm 2, die ersten Verse. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seine Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. Der erste Knopf im Hemd muss immer gut sitzen. Bei mir sitzt er. Und der erste Knopf im Hemd ist, der im Himmel sitzt, lacht. Gott ist nicht schadenfroh über die destruktiven Pläne des Feindes, aber er sagt, ich habe meinen Plan und mein Ratschluss bleibt. Und wenn die Mächte der Finsternis toben und versuchen, durcheinander zu bringen, alles, meine Pläne werden in Existenz kommen, im gleichen Psalm weiter unten. Und der Hauptplan Gottes ist, ich habe meinen Sohn Jesus eingesetzt und er wird die Nationen als Erbe haben. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo wir die Dunkelheit im Aufbruch sehen. Wir leben aber in der Zeit gleichzeitig, wo das Licht noch viel schneller sich ausbreitet. Ich könnte jetzt, was ich die letzten Wochen gehört habe in verschiedenen Gesprächen von Menschen, die jetzt keine Christen sind, jemand von der Schule, so viel Unmoral hat am Pausenhof noch nie gesehen, sein ganzes Leben lang. Die Lehrer haben eine Mischung von, wir sind überfordert, wir können das nicht stoppen und auch, ist halt so, wir lassen die halt machen. Das heißt, wir sehen es ist fast so wie in 2. Thessaloniker, wo eine Schranke weggenommen ist und die Finsterheit eine neue Intensität sich ausbreitet. Oder 2. Timotheus Kapitel 3, wo ein Bild beschrieben wird von einer Generation, die mit sich selber lebt, unmoralisch lebt, Geld mehr liebt als alles andere und so weiter. Wir sehen praktisch von unseren Augen wie ein Film, wie manche Dinge sich mehr und mehr erfüllen. Und deshalb heißt es, wachsam zu sein. Und wir erleben auch, dass im globalen Kontext genau das passiert, was hier steht. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Das heißt, wir haben eine Phase, wo durch globale Vereinigung immer mehr Gesetze gemacht werden, wo man sagt, wir wollen nicht mehr an die Regeln des Schöpfers glauben. Wir wollen die Regeln des Schöpfers, also Umgang mit den Geschlechtern, wir schmeißen das ab. Schutz des Lebens, wir schmeißen das ab und so weiter. Das heißt, wir haben das vor unseren Augen, kommt immer mehr in Erfüllung. Nicht, dass es das vor 10 oder 20 Jahren nicht auch gab, aber wir sehen eine neue Intensität in dieser Richtung. Oder wenn die ganze
wenn die Plattform für den Antichristen vorbereitet wird. Ne? Es ist ein Kontrollsystem, was weltweit immer mehr Kontrolle einnimmt. Und wir brauchen nicht groß prophetisch zu sein, um zu sehen, was mit der digitalen Zentralwährung passieren wird. Ne? Das heißt, wir sind dabei, wie im schlechten Film eigentlich zu sehen, wie solche Dinge gerade vor unseren Augen entstehen. Und dann werden wir nicht depressiv und nicht ängstlich und nicht spekulativ, sondern wir sagen, hier ist eine Verschwörung im Gange. Die Verschwörer sind nicht die Leute, die das entdecken, sondern die Verschwörer sind die, die sich von Gott freimachen wollen. Ne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich. Die sagen, wir brauchen den Gott, den Schöpfer nicht mehr. Seine Regeln sind alt und überholt und sie blockieren uns in unseren Zielen. Und der am Himmel ist, lacht. Ihr Lieben, erster Knopf zuerst, wir schauen auf Gott. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. In seiner Gegenwart sind Beschlüsse, die er mit Sicherheit umsetzen wird, die Realität werden. Und wir jubeln unserem Gott zu, weil es das geschehen wird, was er sich vorgenommen hat. Wollt ihr dabei sein? Mir gefallen solche Bibelstellen. Sorry, ich hoffe, sie langweilen euch nicht. Ne? Die nächste, die dritte. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Sie sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sich bereit gemacht. Wow! Der Höhepunkt der Geschichte steht vor uns hier. Ich bin beeindruckt. Diese Geschichte, bei allem Holprigen, bei allem, was ich jetzt vom Negativen erwähnt habe, das ist nicht das Ziel. Ne? Ein Bildhauer, der Skulptur macht, hat nicht das Ziel, die Scherben zu produzieren. Er hat das Ziel, nachher was Schönes zu haben. Jesus hat das Ziel, eine Braut zu haben. Ohne Flecken, ohne Runzel. Gottes Ratschluss bleibt, Jesus wird eine Braut haben, die ihm zurufen wird, Maranatha, Halleluja, komm bald, unser Bräutigam. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Ob das jetzt noch 50 oder 500 Jahre dauert, das ist nicht mein Thema. Aber die Dynamik, in der wir hineingetreten sind als Leib Christi, erleben Gebet, das einen Unterschied macht. Wir schauen auf den Chef. Wir schauen auf die Dinge, die im Himmel geplant sind, die im Himmel vorbereitet sind und für die wir die Ressourcen haben, für die wir das Mitspracherecht haben. Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist die Realität, in der wir leben. Das ist das Privileg. Das ist eine Einladung. Der Vater sagt, ich habe zu meinem Sohn gesagt, weil du dein Leben opferst, wirst du eine Braut haben. Schön geschmückt, ohne Flecken und Runzel. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wie es hier heißt, die Braut hat sich bereit gemacht. Wie können wir uns als Braut, ich habe mal darüber gepredigt, schon ein paar Jahre her, und da kommt ein Mann zu mir und sagt, hey, ich bin ein Mann, ich kann mich nicht so leicht damit identifizieren, Braut zu sein, was heißt das? Ne? Und ich sage, oh, gute Frage, Christoph, ich denke mal drüber nach. Na, ich denke, das gilt für Männer und für Frauen. Jesus, das Lamm Gottes, bekommt vom Vater eine Braut, Männer und Frauen, die sagen, du bist unsere Nummer 1. Du bist der Wichtigste, du bist der Schönste, für dich leben wir. Das heißt, diese Art von ungeteiltem Herzen, das ist eine Einladung von Gott. Er sagt, und der Sohn sagt, Bräutigam, ich gehe wieder und bereite eine Wohnung vor. Das macht er gerade. Zimmermann Jesus arbeitet. Er bereitet viele Wohnungen vor, damit er uns zu sich nehmen kann, damit wir mit ihm regieren. Das Leben, das wir jetzt leben, das ist die Vorbereitung, um mit ihm in der Ewigkeit zu regieren. Und wir fangen jetzt schon an zu regieren. Kommen wir gleich noch drauf, wie das passiert. Aber Leute, wir müssen nicht beten. Wir dürfen mit dem König aller Könige regieren. Ist das nicht gewaltig? Wir dürfen first things first uns vorbereiten, dass wir den Bräutigam von Angesicht zu Angesicht sehen werden und dann verwandelt werden, einen neuen Körper bekommen und alle Tränen werden abgewischt. Es gibt keine Krankheiten, keine Defizite mehr. Wir werden ihn sehen, bei ihm seine Ewigkeit. Haben wir eine Zukunft? Hast du eine bessere Zukunft? Ich habe noch keine entdeckt.
Okay, so lasst uns für diese Zukunft uns vorbereiten, unsere Kraft und Energie da reinsetzen. Darum geht es. Und es ist kein Muss, wir müssen nicht mehr beten, wir müssen nicht geistlicher werden. Nee, wir dürfen sagen, welch ein Privileg. Jesus, ich will das mit dir erleben. Hier bin ich in meiner Schwäche, in meiner Unfähigkeit, aber du hast das initiiert. Du hast mich zuerst geliebt. Du bist Alpha, der etwas angefangen hat. Du bist Omega, der treu sein wird und es auch zu Ende führt. Oh, ich finde diese Bibelstellen so stark. Es wird nicht ein Paar sein, den Ruf einer großen Schar, das Rauschen gewaltiger Wassermassen, das Rollen mächtiger Donner. Was wir hier Sonntagmorgen haben, ist ein bisschen Vorbereitung, aber wir dürfen ruhig ein bisschen mehr vorbereiten für diesen gewaltigen Donnerkrach und für dieses Rauschen, wenn wir ihn sehen werden. Und dann heißt es, er hat die Königsherrschaft angetreten, er regiert jetzt schon, aber seine Regierung ist ein Stück weit limitiert, weil er dem Feind noch Raum gelassen hat. Dann kommt der Tag, wo der Feind endgültig ausgelöscht ist und wir sagen, wow, der König sitzt auf dem Thron und wir regieren mit ihm. Neues Programm, Kreuzpunkt. Schweres Leben. Wunderbare Einladung, Leute, zum größten Unternehmen, was es auf diesem Planeten gibt. Zum spannendsten Unternehmen, zum erfüllendsten Unternehmen, zum einzigen, was in die Ewigkeit reingeht, in der Ewigkeit dauert. Welcome in the club. Wow. Dann die nächste, das ist Offenbarung 19, haben wir jetzt. Na. Dann sah ich den Himmel offen. Und siehe, da war ein weißes Pferd. Und der auf dem Pferd saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Auf dem Haupt trug er viele Diademe. Und auf ihm stand ein Name geschrieben, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Und er weidet sie mit einem eisernen Zepter. Und er tritt die Kelter des Weins, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Kann man eigentlich Angst kriegen, wenn man sowas liest, ne? Der tritt die Kelter des Weines, des rächenden Zornes Gottes. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen und da ging es darum, die Intensität deines Hasses gegen das Böse ist gleich deiner Intensität deiner Liebe. Wir können nicht sagen, ich liebe etwas und gleichzeitig das Böse tolerieren. Gott sagt, ich liebe Menschen und ich liebe das Gute, ich bin heilig und ich will mit dem Gemeinschaft haben. Gott hasst das Böse. Wir brauchen keine Angst vor dem Zorn Gottes zu haben. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus ausgegossen. Es ist vollbracht, der ganze Zorn, das Gericht Gottes, alles, was wir verdient hätten, auf Jesus ausgeschüttet. Die Leute, die nicht diesen Freibrief haben, ich bin vergeben, ich bin frei durch das Blut des Lammes, die haben keine gute Zukunft. Und es passiert heute so viel Ungerechtigkeit auf diesem Planeten, das kann uns depressiv machen, das kann uns aggressiv machen, whatever, je nach Temperament. Aber wir wissen, dass der Tag kommt, wo Gott Gerechtigkeit schafft. Und nur deshalb, weil Gott Gerechtigkeit schafft, können wir auch mit erhobenem Haupt sagen, unser Gott regiert. Wir gehen mit ihm in diese fantastische Zukunft. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Alles, was auf dieser Erde passiert, wird von ihm durchschaut. Alles, was in Korruption passiert, alles kommt ins Licht und er schafft Gerechtigkeit. Das ist für uns keine Botschaft der Angst, das ist für uns eine Botschaft, ich danke dir Gott, dass es Gerechtigkeit gibt. Es kann uns noch mehr darin bestärken, diesem Gott zu vertrauen, der keine halben Sachen macht. Macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Hindernisse aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, bei dem des zerschlagenen, demütigen Geistes ist, damit ich den Geist der
Gedemütigten belebe, das Herz der Zerschlagenen erquicke. Hier wird schon die Kooperation deutlicher, die wir mit Gott erleben können. Ne? Macht Bahn. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, die große Agenda Gottes, die Landkarte verstehen und dann aber auf der Landkarte uns ganz persönlich positionieren. Es ist eine Sache, gegen den Strom schwimmen kann man positiv verstehen, aber man kann auch so sagen, es gibt einen Strom Gottes, so wird es in Hesekiel beschrieben. Und er lädt uns ein, er sagt, geh nicht nur mit den Zehenspitzen in den Strom oder geh nicht nur bis zu den Knien, sondern spring rein mit deiner ganzen Existenz. Und das ist das, was Gott uns hiermit sagen will. Ne? Macht Bahn heißt, geh mit dem Strom des lebendigen Gottes, weil der Strom des lebendigen Gottes hat eine klare Agenda, hat eine klare Zielsetzung, hat Leitplanken, du bist geschützt, du bist geborgen, du bist versorgt. Gott gibt dir alles, was du brauchst, um mit auf dieser Reise dabei zu sein. Und er sagt aber hier, macht Bahn. Das heißt, es gibt Dinge in meinem Leben, die ich immer wieder mal ausräumen muss. Ne? Und ich rede jetzt nicht von den schlimmen Sünden vor meiner Bekehrung. Ich rede von Haltungen, Gedanken, die nicht gut sind und ähnliche Dinge, falsche Gefühle, denen ich Raum gebe. Das heißt, Gott sagt, mach Raum, macht Bahn, schmeiß diese Dinge aus deinem Leben. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Vielleicht gibt es ja Leute, die hier sind, die sagen, in meinem Herzen, wenn ich ehrlich bin, ist oft Enttäuschung, ist so wenig Glaube, habe das Gefühl, Gott sieht mich gar nicht. Sind mir meine Ziele so viel wichtiger? Gott sagt zu uns als Kreuzpunkt heute Morgen, macht Bahn. Er will, dass wir dabei sind, wie der Strom seines Geistes in dieser Region hier sich ausbreitet, wie der Strom seines Geistes in der ganzen Schweiz sich ausbreitet. Und es sind viele Leute, die dabei sind. Und Gott sagt zu uns als Kreuzpunkt, macht Bahn, macht die Herzen frei, schmeißt die Dinge aus dem Herzen raus, die Widerstände sind, die euch zurückhalten an falschen Dingen. Du weißt, was es ist. Schneid es durch, geh Bahn und geh mit Gott. Und jetzt noch, kehrt aus Apostelgeschichte, kehrt also um und wendet euch zu ihm, dem Herrn, damit er eure Schuld auslöscht. Starke Verheißung jetzt kommt. Dann werden Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Er wird den senden, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bei Luther zurückhalten muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, wie Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. In anderen Worten, Jesus bleibt im Himmel, bis die Gemeinde wiederhergestellt ist. Wiederherstellung aller Dinge, da kann man viel spekulieren, aber eine Sache ist klar. Wenn die Bibel von Wiederherstellung spricht, dann sind es wir, die Gemeinde, in unseren Beziehungen, in unserer Freiheit Gott gegenüber, in unseren klaren Prioritäten. Und Gott sagt, ich werde meine Gemeinde wiederherstellen. Sonst kann Jesus nicht wiederkommen. Versteht ihr? Jesus bleibt so lange im Himmel, bis dieser Prozess der göttlichen Bearbeitung der Braut des Leibes, bis es geschieht. Und damit es geschieht, ihr Lieben, dann werde ich Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn schicken. Wir leben in einer Zeit, wo wir eine Ausgießung des Heiligen Geistes erleben, wie es die Weltgeschichte noch nie gesehen hat. Wir sind noch ganz am Anfang, aber Gott sagt durch Joel, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, bevor der Tag des Herrn kommt. Macht Bahn. Bereitet euch darauf vor. Wir sind Adler. Der Adler breiten die Flügel weit aus. Sagen, wir spüren den Wind, er kommt. Wir gehen mit dem Wind. Wir gehen dorthin, wo der Wind uns trägt. Leute, es sind gute Zeiten für uns. Wir müssen nicht beten. Ihr seid eingeladen zu der Geschichte mit dem lebendigen Gott, die er mit dir persönlich machen will und mit uns als Gemeinde. Okay, soviel einfach mal für das Punkt 1, Big Picture. Und der zweite Punkt, der wird dann kürzer. Wie kooperieren wir? Unsere Position. Ich wollte euch doch ein bisschen zum Schmunzeln bringen, noch, das ist ganz gut. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Das ist jetzt nochmal
das von Apostelgeschichte mit anderen Worten ausgedrückt. Ne? Er sagt, bis er Jerusalem aufrichtet. Das heißt, mit der Brille des neuen Bundes, gebt Gott keine Ruhe und gebt euch keine Ruhe. Warum sollen wir Gott keine Ruhe lassen? Gott schläfst du? Nee, Gott schläft nicht. Aber Gott will unsere Kooperation. Gott will von uns hören. Gott im Himmel, du hast Jesus geopfert. Der Preis ist bezahlt. Das Blut ist vergossen. Jesus hat geschrien, es ist vollbracht. Vater, alles ist bezahlt, damit deine Gemeinde wirklich deine Kraft und Liebe und Herrlichkeit und Einheit und Freunde erlebt. Gott, wir lassen dir keine Ruhe. Richte du Jerusalem wieder her. Erfülle du, gieß deinen Geist aus über dem Kreuzpunkt und lass uns sehen, wie deine Herrlichkeit uns immer mehr durchdringt. Und Gott sagt, ihr seid Schwärmer, ihr seid übertriebene Menschen da. Nein, sagt er nicht. Er sagt, ihr habt's kapiert. Ihr lasst euch keine Ruhe, ihr gönnt mir keine Ruhe und diese Kooperation von Offenbarung der Pläne Gottes in unserem Herzen und von der Gott, wir lassen dir keine Ruhe, du hast gesagt, Gott sagt, ho, die haben es kapiert und jetzt gieße ich meinen Geist aus und ihr werdet sehen, wie Menschen geheilt werden. Ihr werdet sehen, wie Menschen restauriert werden. Ihr werdet sehen, wie Ehen restauriert werden. Ihr werdet sehen, wie Buße passiert über Dinge, die fast verstockte Herzen waren. Ihr werdet sehen, wie Menschen herzuströmen und sagen, wir haben gehört, in eurer Mitte ist der lebendige Gott und wir wollen mit dem lebendigen Gott leben. Ihr Lieben, die anderen 98%, da gibt es viele hungrige Leute. Wir waren gestern wieder mit jemandem unterwegs, die nicht Christen sind. Wir merken, die Leute haben Fragen und Fragen und Fragen und ihr seid Gottes Antwort. Wir als Kreuzfunk, wir sind Gottes Antwort für die Region hier. Gott schickt keine Engel, kann er manchmal auch machen, aber Gottes Antwort sind wir, sein Volk, dass durch uns seine Liebe, Kraft, Auferstehungskraft sichtbar und erlebbar wird. Welch ein Privileg. Wir müssen nicht beten. Wir dürfen mit Gott kooperieren. Und in dieser Kooperation mit Gott wird Starkes passieren. Letzter Vers. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erde lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Okay, die Idee mit 2 oder 3 versammeln, da steckt einfach sehr viel Kraft drin. Ne? Das Gebet alleine ist gut, aber wenn wir es immer wieder schaffen, als Ehepaar gemeinsam zu beten, da ist ein besonderer Segen drauf. Na, Ehepaare, die gemeinsam beten, ihr Leben, ihr werdet erfahren, wie Gottes Kraft auf eine ganz besondere Art und Weise wirkt. Wir erleben das seit ein paar Jahrzehnten und ich denke, Gott ist dabei, uns zu helfen. Kleine Kreise, Ehepaare, Familien, Freunde, gute Beziehungen, offene Beziehungen. Und Gott sagt, gönnt mir keine Ruhe. Betet miteinander. Betet für die Dinge, wo ihr Baustellen habt, wo ihr verletzt seid. Seid offen und ehrlich. Das geht Sonntagmorgen nicht so leicht. Das geht zu zweit oder zu dritt. Seid offen und ehrlich und packt aus und ruft zu mir. Und ich werde antworten, ich werde handeln. Binden und lösen, das kann man falsch verstehen. Das sind Begriffe vom Pharisäertum. Binden heißt verbieten, lösen heißt freisetzen. Und Jesus sagt, löst das, was im Himmel ist. Und deshalb war der erste Teil der Predigt so wichtig, dass wir verstehen, was im Himmel beschlossen ist. Also sagen, es ist im Himmel beschlossen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Es ist im Himmel beschlossen, dass in unserer Ehe Einheit ist. Es ist im Himmel beschlossen, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Es ist im Himmel beschlossen, dass mein Leben fruchtbar wird. Und haltet euch diese göttlichen Verheißungen vor Augen und löst sie, setzt sie frei und sagen, es ist im Himmel beschlossen. Und wir sagen, ich bete jetzt, dass der Plan Gottes in meinem Leben geschieht, dass der Plan Gottes in meiner Familie geschieht, dass der Plan Gottes in meinem Arbeitsplatz geschieht. Lasst uns mit dieser Entschlossenheit wirklich lösen und binden heißt, im Namen Jesu, wir erlauben manche Dinge nicht in der Familie, in der Ehe, negatives Reden, Nörgeln, kritisches Zeug, wir erlauben das nicht im Namen Jesu, das bleibt draußen. Und dann verhalte ich mich auch entsprechend. Das Gebet alleine reicht nicht. Das ganze Ding mit Binden ist eine Sache, die ich mit meinem Verhalten und mit meinen Worten in Einklang bringe. Und dann werden wir erleben, dass Gott sagt, wow, hier ist ein Platz, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt und wo Kraft vom Himmel kommt und wo Ermutigung kommt. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Das ist das Gebet, das einen Unterschied macht. Welcome in the club.
Ihr müsst nicht beten. Ihr seid eingeladen, mit Gott Geschichte zu machen, Unterschied zu machen. Was machen wir jetzt damit? Ich will keine schöne Predigt gehalten haben. Ich will sehen, dass wir in der nächsten Woche aufstehen und sagen, Gott, was sind die Beschlüsse des Himmels? Übrigens, Gott, ich bin ja keine Henne, ich bin Adler. Hier bin ich. Ich glaube an deine Verheißung und ich glaube an deine Kraft. Ich glaube, es sitzen Leute hier, die in ihrem Leben Entscheidungen gefällt haben, der Resignation, Entscheidungen, das geht nicht, das ist nicht gut. Und es ist nicht leicht, das öffentlich zu machen, deshalb mache ich das auch nicht. Aber ich spreche jetzt ein Gebet für Leute, die sich vor Resignation geöffnet haben. Die gesagt haben, ich glaube das nicht mehr, Gott kann das mit mir nicht. Resignative Gedanken. Ich bete jetzt für diese Leute ganz besonders. Und wenn du das bist, dann sag du in deinem Herzen, Jesus, ich will frei werden. Und Vater, wir beten jetzt für Menschen, die ihr Herz für Resignation geöffnet haben. Die dadurch negative Gedanken empfangen haben, zur Hühneridentität zurückgegangen sind. Und es ist wichtig, dass du Sabi jetzt sagst, Gott, vergib mir bitte. Und ich bete jetzt, Vater, dass diese Entscheidung der Resignation gebrochen wird, in Jesu Namen. Und ich glaube, es ist eine Kategorie von Menschen hier, die spüren, dass auf ihrem Leben eine Berufung, eine Bestimmung ist. Die spüren, Gott will mit mir Geschichte machen, Gott will mit mir in neue Bereiche rein. Aber du weißt nicht genau wie, du weißt nicht, wie du das machen sollst. Und ich möchte jetzt für diese Leute beten. Aber für diese Leute würde ich sagen, steh auf. Als Zeichen dafür, dass du sagst, Gott, ich glaube, du hast eine Berufung. Gott, ich will Schritte vorwärts machen in deiner Bestimmung auf meinem Leben, meine Berufung. Wenn du das möchtest, dann steh auf und dann beten wir zusammen. König Jesus, wir erheben deinen Namen über jeden, der jetzt steht. Und ich spreche euch zu, das Blut von Jesus ist für dich vergossen. Du bist erkauft mit einem teuren Preis. Jesus hat dich einmalig gemacht. Er hat den Tag deiner Geburt gefeiert, weil er dich haben wollte. Er hat dir einmalige Gaben gegeben, eine Bestimmung, eine Berufung. Und er sagt, komm, komm, komm. Ich habe ein Erbe für dich. Komm, ich habe Werke vorbereitet. Und ich sehe, dass einige von denen, die stehen, einfach abgelenkt wurden. Und ich setze euch jetzt frei von Ablenkung. Ich setze euch frei von dem, was euch blockiert. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du selber mit Träumen in nächster Zeit redest. Dass du Gedanken des Himmels inspirierst. Und ich sage, diese Berufungen sind erkauft von Jesus, mit einem teuren Preis. Und wo der Feind versucht, das zu blockieren, zu bremsen, im Namen Jesu, ich breche Blockaden. Im Namen Jesu, ich bete jetzt für offene Augen und Ohren, dass ihr seht und hört, was Gott euch sagt. Ich widerstehe Menschenfurcht. Ihr müsst nicht Menschen mehr gehorchen, als ihr Gott gehorcht. Ich setze frei, dass ihr Gott seht und hört und ihm gehorcht. Ich bete auch, dass ihr die richtigen Freunde, die richtigen Verbündeten habt. Menschen, mit denen ihr euch eins machen könnt und sagt, lasst uns gemeinsam unsere Erbschaft beten. Lasst uns Gemeinschaft dafür beten, dass die Werke des Himmels, dass ich sie tue. Geist Gottes, komm jetzt und rede zu uns.
Und ich denke, es sind Leute hier, die sich vergleichen. Gott sagt, vergleich dich nicht. Du bist einmalig. Ich habe dich gemacht, wie du bist, weil ich dich so haben wollte. Die Zeit auf dem Abstellgleis ist vorbei. Die Zeit auf der Zuschauertribüne ist vorbei. Gott sagt, komm. Ich will dich dabei haben, wie ich Geschichte mache. Es ist meine Geschichte und du hast einen Platz darin. Komm. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt in den nächsten Tagen und Wochen redest mit Träumen, mit Visionen, in Gesprächen, in Begegnungen, dass das, was im Himmel vorbereitet ist, auf der Erde freigesetzt wird. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.